Willkommen zurück hier in der Wüstenburg bei Twilight Princess HD. Ja, letzte Folge war doch ein bisschen kürzer, aber gerade mal knapp 14 Minuten. Das tut mir natürlich auch sehr, sehr leid. Normalerweise mache ich 20 Minuten Parts, obwohl ich auch schon Parts hatte, die weit drüber waren. Also wenn ich hier die Liste gucke, in meinen Parts, da sind sogar die meisten über 20 Minuten, sogar teilweise deutlich. Und daher, ja, wenn mal ein Part ein bisschen kürzer ist es ja nicht so weiter tragisch. So, letztes Part haben wir das Gelutur-Plug gemacht, ein Endboss hier. Was viel schneller ging, als ich gedacht hätte. Also damals, beim ersten Durchgang vor allem, hat er viel länger gebraucht für Skeletor, ganz ehrlich. Und die zweite Phase hat viel länger gedauert. Aber egal. Wir wollen jetzt zum Schattenspiegel. Und daher gehen natürlich hier Flotti Karotti weiter. Und, jo, auch wieder hier so ein Schlangensymbol, Göttinnenstatue, die Spiegelkammer. Hä, wo ist hier ein Spiegel? Wollen wir verarschen? Wo ist denn ein Spiegel? Da oben sehen wir schon noch die Symbole der 6 Weißen. Ja, war am schön, sage ich gerade. Müsste das Symbol der Geister sein, war? Das ist sogar das des Wassers, das ist doch das Lichtsymbol. Da hätten wir noch das des Waldes. Ja, wir sehen es gleich. Okay, Zanto hat wohl rausgefunden, dass wir seinem Viech gekillt haben. Oh, das Feuersymbol noch. Ja. Als Wolf geht's viel einfacher. Oder nicht? Aber bitte 2 Schaden. Alter, 5 Biester sind's hier. Krass. Also insgesamt natürlich, Entschuldigung. Plus ein paar Fledermäuse, ist mir sogar pieps egal. Sollten wir die 2 auch. Jetzt kommt ihr doch bitte mal her. Und das wäre Geschichte. Alter, ein Angriff, 2 Herzen runter. Krass. Jo, die Spiegelkammer, geil. Bisschen auf den Schaden. Naja. Jetzt habe ich auch ein Portal hier. Was uns wohl hier oben erwarten wird. Und mal etwas zum Beybladen. So, das haben wir für ganz doofe. Da hätten wir das Feuersymbol. Bin mir ziemlich sicher, das müsste das Lichtsymbol gewesen sein. Das des Waldes. Dann glaube ich, das war das der Geist. Ne, der Seelen. War das der Geister? Das war aber das des Wassers, war. Jo, Symbole oder Wappen, Elemente kennen wir alle noch aus früheren Zelda-Teilen, vor allem halt aus Ocarina of Time auch hier wieder mal. Sehr, sehr bekannt. Okay, die Statuen erheben, oder die Säulen erheben sich. Was ist denn eingesperrt? Davon Ketten gelegt? Achso, das ist Gegengewicht, okay. Bisschen ramponiert, war? Das ist nicht gut.
Die Weisen. Andere Weisen. Vielleicht die aus A Link to the Past, man weiß es nicht. In Schatten lauert eine böse Kraft. Sie bringt uns Finsternis und Elend. Ich meine, theoretisch müsste doch einer von ihnen, also der das Licht ist, müsste doch Rau sein. Wie gesagt, so rein theoretisch. Ihr Auserwählten, die das Schicksal hergeführt hat, hört uns, ihr Träger des Siegels der Göttinnen. Also doch, hat doch Zelda damals, nach dem Zwischenfall gegen Santo, wo wir wieder zu ihr kamen und mitten am Sterben lag, hat sie wohl doch ihr Fragment der Weisheit auf Midna übertragen. Wir sind die Weisen, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule seit ewigen Zeiten um den Schattenspiegel wachen. Doch der Schattenspiegel, den ihr sucht, wurde durch böse Magie zerbrochen. Natürlich sehen sie alle gleich aus. Diese Magie ging von einem aus, der eine dunkle Kraft besaß. Sein Name ist... Ganondorf. Oh mein Gott! Natürlich! Immer muss es er sein! Er war der Anführer der Räuber, die in Hyrule andrangen, um die Gewalt über das Heilige Reich zu erlangen. Da er über dunkle Kräfte verfügt und in Magie bewandert war, wurde er weithin gefürchtet. Sein schwarzes Ross. In unseren Albträumen, also Queen of Time. Nur eins war ihm nicht bewusst. Wer sich der Gefahr nicht bewusst ist, die außergewöhnliche Kräfte mit sich bringen, entwickelt immer eine verborgene Schwäche. Ganondorf in Ketten gelegt. Ein Schwert des Lichtes. Aufgespießt. Das war's, Ganondorf. Jedoch. Oh mein Gott, er ist unsterblich! Das Triforce der Kraft. Aber warum? Seit wann? Muss wohl ein Laune der Göttinnen gewesen sein, dass auch er über eine besondere Kraft verfügte. Die größte Kraft, die es gibt. Ein Fragment des Triforce und... Oh oh. Yeah. Gleich werde ich zu Ganon. Verbannt ins Schattenreich. Doch einer der Iren musste dafür sein Leben lassen. Ja, zum Glück nicht zwei wie in The Wind Waker. Sein Hass und seine Gier verwandelten sich in einen dunklen Fluch. Übel. Und die dunkle Magie dieses Fluchs mussten auf Santo übergegangen sein. Jetzt wissen wir zwar, woher Santos magische Kraft kommt, aber es ist schon viel zu spät, noch etwas zu tun. Den Schattenspiegel endgültig zerstören kann nur ein anerkanntes Oberhaupt des Schattenvolkes. Quatschen jetzt, Midna oder die anderen? Jetzt aber haben Magie den Schattenspiegel zerbrochen und seine Scherben warten überall in Hyrule darauf, wiedergefunden zu werden. Eine findet sich auf eisigen Gipfeln. Eine ist einem heiligen Hain aus alter Zeit.
Die dritte befindet sich irgendwo in den Wolken. Im Wolkenheim. Nee, nicht ganz, aber fast. Ihr seid von den Göttinnen auserwählt, als wird es euch sicher gelingen, diese 3 Scherben des Spiegels zu finden. Doch seid auf der Hut, auch den Spiegelscherben wohnt magische Kraft inne. Okay, Mann. Kriegen wir hin. Irgendwie. Glaube ich. Hoffe ich. Wer weiß. Alter, was für eine Geschichte. Es bilden sich so viele neue Fragen. Ich meine, Ganondorf, wie soll er sich überhaupt fangen lassen? War schon Besitz des Triforce der Kraft, bekam er es erst nach, weil er halt im Sterben lag. Und im Sinne von, oh, da ist einer im Sterben, okay, Triforce, müssen es aufteilen, oder? Weil Kraft gehörte Ganondorf und zu dem Zeitpunkt bekam auch Zelda ihres und Link, beziehungsweise sein Vorgänger halt. Oder sein Vater, wer auch immer, und dann wurde ein Link wiedergeboren. Da hat er es damals bereits schon, warum ist er sich dann fangen? Wollte er bloß einen Schattenspiegel, wollte er bloß das Schwert des Lichtes oder wurde er einfach überrumpelt? Weil er schon tagelang gefallen hatte und gibt es deswegen keine Gerudos mehr, weil sie halt auch hingerichtet wurden, halt vor Ganondorf noch. Es gibt so viele Fragen hier, die noch nicht beantwortet wurden, trotz allem. Aber wir wissen jetzt, wie es weitergeht, zumindest theoretisch. Wir waren schon in Form zusammen. Jo, jetzt wissen wir natürlich auch, wie es eigentlich weitergehen könnte, war, also dass wir natürlich sicher noch 3 Tempel mindestens vor uns haben. So weit, so gut und ja. Ja, mal gucken, wa? Ich meine, theoretisch zurück, ja, zurück nach Hyrule, wa? Würde ich eigentlich auch sagen. Und gucken, was denn jetzt dort für neue Infos gibt. Weil eigentlich haben wir schon... Ja, für all die Gipfel haben wir es eigentlich schon gesehen, wo es sein könnte. Obwohl ich eigentlich jetzt lieber in Heiligen Hain zurückkehren würde. Weil das ist mein Lieblingstempel. Das ist so geil. Ja, okay, warte mal, als Wolf. Ja, seltsam, wieso kann ich mich nur als Wolf teleportieren? Ja, das war ja sowas von klar. Hallo Michael, ich habe Post für dich. Ich bin der Absender. Burn, sagt er jetzt etwas? Jo, der bringt gerne. Das ist erledigt. Und ab die Post. Burns. Gut. Was kann ich jetzt noch im Rest des Parts machen? Guten Künsten. Ne, haben wir noch irgendwie einen Gold-Insekt zum Abgeben, aber bereits alle gegeben. Bereits alle, die ich habe. Gut. Kannst mal ein bisschen Geld investieren im Maru-Markt, wa? Wegen der Brücke hier rüber. Das wäre mal eine Idee, weil eben erst wenn die Brücke da ist, kann ich ja auch das Quellwasser bringen, das wissen wir noch. Das Herzl hier haben wir auch schon. Ja, natürlich die Frage, mein Ganondorf wurde ins Schattenreich verbannt, oder wenn man so will. Gut, das kennen wir aus A Link to the Past. Obwohl damals hatte, glaube ich, das komplette Triforce kann trotzdem verbannt werden. Naja, okay, von mir aus. Hier hat er bloß 1, wurde trotzdem verbannt. Jo, Also die Frage ist, er kann es ja nicht selbst befreien. Ja. Und vor allem, wenn das wirklich Ganondorfs Werk ist, ich meine, wieso tut er es dann? Bis einfach nur ein Schloss erbringen und sagen, jo, was außerhalb passiert, ist mir scheißegal. Weil so sieht es im Prinzip aus, wa? Und Santo, der irgendwie, ja, wir finden ihn im Schattenreich ganz sicher, aber er könnte auch immer da irgendwo hier rumstiefeln, wie er es bereits getan hat jetzt gerade. Mit Skeletor, also da irgendwie ein bisschen Logik dahinter. Habe ich nur so teilweise meine Mühen. Muss ich mal eh noch zugeben. Ja, das ist natürlich eine geile Geschichte. Also natürlich die ja einfach alles bewachen, oder? Wir kommen so nicht durch. Wir wissen nicht, wie es Prinzessin Zelda geht, ist aber scheißegal, einfach alles bewachen. Ja, natürlich. Wobei mit andererseits ganz spielt ja in der Vergangenheitsebene von, also der Vergangenheitszeitlinie ab. Und hier weiß Gandalf nichts vom Helden der Zeit oder Hero of Time. Auch wir selbst, man von uns weiß vermutlich auch noch nichts und ist ihm auch vermutlich scheißegal. Aber das ganze Triforce will nur einfach jetzt warten, bis wir kommen, weil Zelda seins ihres verloren hat. Naja.
Kann auch sein, muss nicht. Das sind alles so ein paar Dinge. Und sich halt Gedanken darüber macht, wie passt das alles zusammen? Das mal ab zu Telma. Da gibt es hier, wie gesagt, neue News. Aber mit der Katze natürlich. Ja, Ashley genau das nächste. Waffle ist bereits hier und da ist halt der nächste Tempel. Ich hätte zwar lieber den im Heiligen Hall, dann muss aber doch Reihenfolge nachmachen. Die Schneeberge, wir waren schon mal hier, oder? Und haben da gesehen, das ist alles eisig kalt und so weiter. Die Schneeberge, das eigentlich letzte Gebiet auf der Karte. So weit, so gut. Jetzt natürlich die Frage, was machen wir sonst noch? Ich meine, ich habe jetzt da unseren geilen Beyblade. Wir könnten doch theoretisch noch ein bisschen was machen und so bei uns können wir auch noch und wir haben hier noch Briefe. Jo, scheinbar da doch ein paar wichtige Briefe noch. Gut, also hin teleportieren. Zum Portal in Kakariko vielleicht. Ja, das mit Hylia, das kam sogar erst nach diesem Tempel, der jetzt folgt. Kam sogar erst danach, sprich am übernächsten Tempel. Muss mal schauen. So. Dann, ja, jetzt doch eigentlich mal hier noch ein bisschen was investieren im Auermarkt. Natürlich. Ich meine, der sitzt den ganz lieben Tag, greift den Raben an. Nö. So stimmt, ging ja hier hin. War ja hier drin. Früher Morgen, ja, ist klar. Ist noch etwas Interessantes für uns? Menschenmann, da gibt's den, guck doch mal, was ich alles habe, ist alles geil, Mann. Blaues Elixier, das ist natürlich geil. Alle Herzen, weil die führen nur 8 Herzen auf. Gut, ich habe 3 Feen, ich kann ruhig mal. Beim fehlt natürlich noch die 4. Flasche. Die 4. Flasche, wenn ich mich richtig erinnere, kriegen wir die für 20 Geisterseelen, aber hier in der HD-Version soll das ja anders sein. Offenbar. Haben wir doch eigentlich schon alles. So, wenn wir alles ein bisschen auffüllen komplett. Dankeschön. Mal die Pfeile hier. Jo, 5 Wasserbomben, 30 solche, 10 von denen. Müssen halt noch ein bisschen upgraden, wissen wir bereits, dass ich da ein bisschen verkackt habe. Aber es kommt alles noch. Gut. Wir hätten theoretisch noch ein bisschen Zeit, weil das mit Ashley in den Bergen, ich würde eigentlich gerne vorher noch gucken, ob ich jetzt hier im Tal im Beyblade noch was machen kann. So, ist eigentlich noch morgen früh, da kann ich mittlerweile wieder. Yeah. Müsste doch eigentlich bereits gehen. Mann, ey, Mao. Ja, wir können es auch später machen, ist kein Problem. Ich würde mal sagen, ganz kurz weg hier und let it rip. Das war doch... Ne, der Flussoberlauf, da war es nicht. Das war doch hier in Eldin. Hier drüber war es doch, wa? Also 1000 Rubine für die Brücke. Danach können wir das Quellwasser einfach liefern, weil das müssen wir so machen, per Pferd, nicht irgendwie per Warp. Und das klappt leider nicht. Oh, 3 Geistseelen für Giovanni mache. Erstmal im nächsten Part ein bisschen Sidequesten.
Da sind noch Epona. Ja, und uns geraten, unsere wahre Form anzunehmen. Ups, ich war mal falsch. Ich bin ein Trottel. Das war hier drüben. Ich will hier drüber gehen. Ja, genau, hier war es ja. So, man sieht, der Part dauert ein bisschen länger. Keine Sorge, wir machen noch ganz kurz das. Und dann, ich muss sagen, dieser Part, vielleicht sogar in den nächsten 2, 3 Parts, ein bisschen Sidequests. Ne, 3 ist zu viel, aber sicher mal 2 Parts. Moment, da kommt er hoch. Haben wir jetzt da oben noch ein Insekt aber gerade gesehen? Schmetterling war einfach gefangen. Dankeschön, das war also, das war auch schon alles. Das sieht ein bisschen verdächtig aus. So ein Steinkreis, oder? War da ein neuer Insekt? Jo. Das sind nochmal 100 Rubine von Agneta. Nö. Fies. Das sonst immer. Naja. In die halt. Wer wollen wir da gerade abknallen? Wer war das? Da kommt damals lang, ganz ehrlich. Da geht's als Wolf etwas schneller. Hier müsste ich sogar anfangen. Hier ist ja bloß ein Test, okay. Entschuldigung. Ups, reicht gar nicht. Tschüss. Aber hier. Okay, geh weiter. Ist ein bisschen schnell, Leute. Mach lieber nix. Das war ein Fehler. Ah! Oh Mann, bin ich doof. Siu. Aber schon geil, so ein Beyblade. Also merken wir uns am Anfang nichts machen, dann macht das Spiel selbst. Ich muss langsam anfangen. Nein! Oh, bin ich bescheuert, hey. Hallo. Ja, aus mir wird niemals ein großer Beyblader werden. Na, vielleicht ja doch. Und das nächste Herzteil. Jo, geil, Leute. Wir haben 12 Herzen. Ganz kurz überlegen, mit 12 Herzen. Jetzt mindestens 3 Tempel, dann natürlich die Herzcontainer noch und uns werden noch so viele Herzteile. Aber es geht voran hier bei Twilight Princess HD und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao zusammen. Yeah.